SRF Audio. به نظرشون میرسه که مرتبا میگه رئیس جمهور آمریکا. Der US-Präsident wiederholt immer wieder, die USA hätten die stärkste Armee der Welt. Doch selbst diese kann manchmal so hart getroffen werden, dass sie nicht mehr aufrecht stehen kann. Das waren die Worte des obersten iranischen Führers Ayatollah Ali Khamenei 11 Tage vor seinem Tod am 28. Februar, als die USA und Israel den Iran angriffen. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. US-Präsident Donald Trump informierte damals über den Einsatz und nannte die iranische Führung eine bösartige Gruppe von grausamen Menschen. A vicious group of very hard, terrible people. Zwischen diesen beiden Positionen gefangen stand das iranische Volk. Sie wünsche sich weder den Erhalt des Regimes noch den Zerfall ihres Landes, sagte die 62-jährige Mahtab per Sprachnachricht aus dem Iran. Das war Anfang Jahr. Was darauf folgte, war damals noch kaum absehbar. Da waren die Proteste und deren Niederschlagung im Januar, der Krieg und die Zerstörung in den Monaten darauf. Dazu kamen eine Internetsperre, die Blockade der Straße von Hormuz und die ohnehin schon großen wirtschaftlichen Probleme im Land. Wie haben die Menschen im Iran das letzte halbe Jahr erlebt? Vom Aufbruch in die Verzweiflung, ein halbes Jahr in Stimmen aus dem Iran. International. Mein Name ist Thomas Guttersohn. Die Iranerinnen und Iraner haben viel durchgemacht in diesem halben Jahr. Ich stand mit einigen von ihnen über diese Zeit in Kontakt. Wann immer möglich, schickten sie über Vertrauenspersonen im Ausland Sprach- und Textnachrichten und teilten ihre Sicht der Dinge. Ihre Namen wurden aus Sicherheitsgründen geändert, denn schon allein der Kontakt mit einem ausländischen Journalisten könnte sie in Gefahr bringen. Kapitel 1: Die Proteste. Staatliche Repression ist keineswegs neu im Iran. Sie hat aber seit dem 12-Tage-Krieg von letztem Jahr deutlich zugenommen. Der Iran verzeichnete letztes Jahr 2159 Hinrichtungen, so viele wie seit dem ersten Golfkrieg in den 1980er Jahren nicht mehr. Zudem belastete die immer schlechter laufende Wirtschaft die Bevölkerung zunehmend. Die iranische Währung brach innerhalb eines Jahres um 96% ein und im letzten November kam noch ein ganz anderes Problem dazu: eine Dürre. Irans Präsident Massoud Pezeshkian warnte damals die Bevölkerung, dass das Wasser in der Hauptstadt Teheran rationiert werden müsse, andernfalls sähe er sich gezwungen, ganze Quartiere zu evakuieren. Seine Botschaft legte die grassierende Misswirtschaft im Iran offen, doch von Schuldeingeständnis keine Spur. Der Staat war offensichtlich nicht einmal in der Lage, die Grundbedürfnisse der Bevölkerung zu decken, während die Repression zunahm und die Wirtschaft immer weiter einbrach. Das führte Anfang dieses Jahres zu mehr und mehr Unmut in der Bevölkerung. Zuerst waren es die Händler und Ladenbesitzer, die einflussreichen Basari, die als Protest ihre Läden schlossen, wie der 30-jährige Mohammed aus der Stadt Yazd. Die Lage ist wirklich ernst. Die Inflation lastet schwer auf der Bevölkerung. Meine Kunden können sich kaum noch Gemüse oder Früchte leisten. Ich bleibe auf der Ware sitzen. Mir bleibt nichts anderes übrig, als meinen Laden zu schließen. Für die nächsten Tage sind große Demonstrationen angesagt. Mal sehen, was da passiert. Dem Protest der Händler schlossen sich Anfang Januar immer mehr Menschen an. In allen größeren Städten gingen Hunderttausende auf die Straße. Sie riefen Tod dem Diktator. In Isfahan nahmen Demonstrierende das Gebäude des staatlichen Rundfunks ein. Das weckte bei vielen Hoffnung auf einen baldigen Sturz des Regimes, auch bei Soroush, einem Unternehmer aus Teheran. تازه شروع شده و ادامه پیدا میکنه و گسترده‌تر میشه. حالا شاید سرعت رشدش از دفعه‌های پیش کمتر باشه. Diese Proteste haben gerade erst begonnen und werden sich ausweiten. Ich bin sicher, wir stehen vor einem Umbruch. Es wird zu grundlegenden Veränderungen im Iran führen. Aber ich hoffe, dass diese Veränderungen nicht von Krieg oder von außen beeinflusst werden, sondern dass wir das aus eigener Kraft erreichen. همراه با جنگ با یک کشور خارجی نباشه.
Doch die Proteste waren schon damals keine rein inneriranische Angelegenheit mehr. Aus dem Ausland rief Reza Pahlavi, der Sohn des letzten Schahs, über soziale Medien und Portale der iranischen Diaspora zu Großkundgebungen am Wochenende vom 8. und 9. Januar auf. در این چند روز گذشته من از نزدیک تظاهرات و راهپیمایی شما را دنبال کردم. به خصوص امروز در بازار تهران. Er habe die Proteste der Ladenbesitzer verfolgt und bewundere deren Widerstand, sagt Pahlavi, untermalt von heroischer Musik. Er betont, eine große Menschenmenge könne die Sicherheitskräfte zum Rückzug zwingen und diese würden sich über kurz oder lang den Protestierenden anschließen. Das Gegenteil traf ein. Mit eiserner Faust gingen die iranischen Ordnungskräfte gegen die Demonstrierenden vor. Handyaufnahmen zeigen, wie Militärlastwagen in die Menge fahren und wie regierungsnahe Milizen die Protestteilnehmer regelrecht abschießen. Wie viele Menschen dabei ums Leben kamen, ist umstritten. Die Regierung spricht von 3000 Opfern, die UNO von 5000. Das Time-Magazin beziffert die Zahl unter Berufung auf 2 anonyme Quellen aus dem iranischen Gesundheitsministerium sogar auf etwa 30.000 Menschen. Das Internet wurde blockiert, um regierungsfeindliche Versammlungen zu unterbinden. Sprachnachrichten erreichten mich danach kaum noch. Die Gefahr, allein an der Stimme erkannt zu werden, war vielen zu groß. Stattdessen schrieben sie Textnachrichten. Von überall her kommen widersprüchliche Meldungen. Wir wissen nicht, wie viele Menschen verhaftet und wie viele getötet wurden. Ein Freund war bei einer Beerdigung und erzählte, der Friedhof in Teheran sei das absolute Chaos. An nur einem Tag wurden 400 bis 500 Leichen zur Identifizierung gebracht. Sie mussten selbst unter den Leichen suchen, um ihre Angehörigen zu finden. Danach forderten die Behörden mehrere tausend $, um die Leichen freizugeben, damit die Familien sie beerdigen konnten. Kinder wurden getötet. Uns bluten die Herzen. Das iranische Regime machte das Ausland für die hohen Opferzahlen verantwortlich. Die Proteste seien eine Verschwörung Amerikas. Die USA hätten die Demonstration geplant und die Menschen dazu angestachelt, sagte der damalige oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei wenige Tage vor seiner Tötung. Verteidigungsminister Aziz Nasir-Sadeh, der ebenfalls am 28. Februar bei einem US-Angriff getötet wurde, hatte gar behauptet, die Protestierenden seien unter Drogen gestanden. Er verfüge über Informationen, dass die Protestteilnehmer synthetische Drogen konsumiert hätten. Einige seien schlicht an einer Überdosis gestorben, nicht etwa durch Schläge oder Schüsse. Propaganda, die im starken Widerspruch steht zu den zahlreichen Videos, auf denen Protestierende zu sehen sind, denen in den Kopf geschossen wurde. Der persische Dienst der BBC hat im Januar über 300 solcher Aufnahmen verifiziert. Derweil verhinderte ein enormes Polizeiaufgebot in den Straßen ein Wiederaufflammen der Proteste, wie eine weitere Teilnehmerin aus Teheran per Textnachricht schrieb. Vielerorts in Teheran sind Uniformierte stationiert. Sie durchsuchen Autos und Passanten. Außerdem ist eine ganze Reihe von Informanten und Zivilpolizisten auf den Straßen. Sie gehen von Tür zu Tür und befragen die Leute, oft willkürlich, nur um ihnen Angst zu machen. Auf den Straßen erschienen überdimensionale Propagandaplakate, welche die Stärke des Regimes demonstrieren sollten. Erste Exekutionen fanden statt. Insgesamt sollen 26 Männer und Frauen im Zusammenhang mit den Protesten hingerichtet worden sein. Und plötzlich wurde Hilfe von unerwarteter Stelle versprochen. Auf dem Rückflug vom World Economic Forum in Davos machte US-Präsident Donald Trump klar, dass die USA den Iranern mit einer Armada zu Hilfe eilen würden, sollten noch mehr Protestteilnehmer hingerichtet werden. Dies machte vielen im Iran Mut, dass vielleicht doch eine Intervention von außen dem verhassten Regime in Teheran ein Ende setzen könnte. So auch der 62-jährigen Fatemeh aus der Umgebung der Stadt Arak. Die zugesagte Unterstützung von Herrn Trump ist ein moralischer Schub. Zwar setze ich grundsätzlich auf die Eigeninitiative des Volkes, aber wenn eine mächtige Kraft wie die USA von außen helfen kann, befürworte ich das absolut. Kapitel 2:
der Krieg. Rund 40 Tage verstrichen, dann kam die sogenannte Armada. In der Nacht auf den 28. Februar griffen US-amerikanische und israelische Kampfflugzeuge den Iran an und töteten Revolutionsführer Ayatollah Ali Khamenei sowie einen Teil der iranischen Führungsriege. Den Revolutionsgarden drohte US-Präsident Trump mit dem sicheren Tod, sollten sie sich weigern, die Waffen niederzulegen. To the members of the Islamic Revolutionary Guard, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. Die iranische Bevölkerung hingegen rief er dazu auf, sich ihm anzuschließen und das Regime zu stürzen. Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Wenn die USA hier fertig seien, sei es am iranischen Volk, die Regierung zu übernehmen. This will be probably your only chance for generations. Es sei wahrscheinlich ihre einzige Chance auf Freiheit für die nächsten Jahrzehnte. Doch Freiheit klingt anders. Gleich am ersten Kriegstag wurde aufgrund veralteter Geheimdienstinformationen eine Mädchenschule in der südiranischen Stadt Minab zerstört. Die Schule war früher Teil einer Militärbasis. Ein Amateurvideo zeigt, wie ein Tomahawk-Marschflugkörper der US-Armee durch das Schuldach kracht. Etwa 170 Menschen sollen dabei ums Leben gekommen sein, die meisten davon Kinder. Knapp 6 Wochen dauerte die Angriffswelle. Die US-Streitkräfte zerstörten Militäranlagen, aber auch zivile Infrastruktur wie Autobahnbrücken, Zugstrecken und zahlreiche Fabriken. Nachrichten aus dem Iran erreichten mich nur noch spärlich. Die Menschen waren mit anderem beschäftigt. An Revolution, wie von Trump aufgefordert, war nicht mehr zu denken. Ali aus Teheran, der im Januar noch auf die Straße ging, verurteilte die Angriffe. Ich bin zutiefst besorgt und lehne diese Angriffe entschieden ab. Ich verstehe nicht, wie manche glauben können, dies sei nur ein Angriff auf das Regime und nicht auf die Bevölkerung. Dieser Krieg wird den Iranern mehr schaden als allen anderen. Ich lehne das Regime zwar auch ab, aber ich bin entschieden gegen diese Art, es zu stürzen. Die iranische Führung reagierte mit Gegenschlägen auf die Golfstaaten, den Irak, Israel und Jordanien. Der Krieg weitete sich damit auf weitere Länder aus. Zeitgleich begann die Marine der Revolutionsgarden, die Straße von Hormuz zu blockieren. Während die Menschen im Iran sich vor einer weiteren Eskalation fürchteten, feierten einige Exil-Iraner den Krieg euphorisch. Ayatollah Khamenei is dead. Ende März fand in London eine große Kundgebung von Anhängern Reza Pahlavis, dem Sohn des früheren Schahs, statt. Unter Technoklängen feierten sie den Tod Khameneis und hofften, dass der Krieg den lange erhofften Regimewandel im Iran bringe. Der Kronprinz solle nach dem Umsturz die Zügel im Iran wieder in die Hand nehmen. We had to beg for a military and kinetic action as an act of rescue. Sie hätten bei den Amerikanern um eine militärische Intervention regelrecht betteln müssen, um den Iran aus den Fängen des Regimes zu befreien. Ein Regime, das Tausende von Menschen getötet hat, sagt diese Monarchistin in London, befragt vom britischen Guardian. Danke, danke, Trump, skandierten sie vom Ufer der Thams und schwenkten US- und israelische Fahnen. Unter Beschuss der USA und Israels stieß diese Haltung im Iran aber auf wenig Verständnis. Zumal Donald Trump Anfang April über seinen Social-Media-Kanal öffentlich mit der Auslöschung der iranischen Zivilisation drohte. Ein Aufschrei ging durch die Bevölkerung. Es wurde klar, die von Trump versprochene Armada kam nicht, um den Menschen beizustehen, sagt etwa Amir aus Esfahan. Ich hatte nie die Hoffnung, dass Trump uns helfen würde. Es ist völlig klar, dass es sich hierbei um Propaganda handelt, um den Krieg gegen den Iran voranzutreiben. Natürlich hatten viele Menschen hier Hoffnungen, aber ich denke, genau diese Art von Hoffnung ist falsch. Auf Trump ist kein Verlass. Ich meine, ein Krieg, der damit beginnt, dass Kinder in einer Schule bombardiert werden, ist sicherlich keine Hilfe. Die Trennlinie verwischte allmählich. Wer ist nun der größere Feind des Volkes, die USA oder das eigene Regime? Dieses forderte die Bevölkerung auf, menschliche Schutzschilde und potenzielle US-Ziele zu bilden. Dem Aufruf folgten nicht nur Regierungsanhänger.
Der Musiker Ali Ramzari rollt seine Matte vor der Damawand-Nuklearanlage im Norden des Irans aus und beginnt dort auf seiner Tar, einem persischen Saiteninstrument, zu spielen. Er sei hier in der Hoffnung, dass der Klang seines Instrumentes den Strom in den Häusern erhalten und den Frieden bringen könne, sagte er im April in einem Video. Er tue dies nicht aus politischer Überzeugung, teilt der Musiker mit, sondern um Watan, die Heimat, den Iran zu beschützen. Ramzari ist keineswegs auf Regierungslinie. Seine Aktion zeigt, dass die iranische Gesellschaft trotz tiefer Gräben in Zeiten der Krise unter Beschuss von außen zusammenrückt. Denn ein Krieg richtet sich nicht nur gegen eine Regierung, sondern gegen ein ganzes Land. Seine Musik schien die gewünschte Wirkung erzielt zu haben. Statt Bombenhagel kam es durch Vermittlung Pakistans am 8. April zur erhofften Waffenruhe. Kapitel 3 – Die Feuerpause. 2 Wochen lang konnte die iranische Bevölkerung etwas aufatmen. Das zeigte sich vor allem in den sozialen Medien. Golshan, eine junge Teheranerin etwa, nutzte ihren Instagram-Kanal als poetisches Tagebuch. Guten Morgen, nach der schweren Nacht. Donner, Blitz, Kampfjets und Bomben vermischten sich mit Wind und Regen zu einem einzigen Schauer. Die Kampfjets flogen so tief, dass man sie selbst im Nebel gut erkennen konnte. Teheran kämpfte ums Überleben und heute Morgen ist der Himmel so stahlblau und wunderschön, als wäre nichts gewesen. Was auch immer mit der Stadt passieren mag, der Himmel über Teheran wird immer schön bleiben. Sie vermittelt ein beklemmendes Gefühl der Stimmungslage im Iran. Denn der Waffenruhe damals trauten nicht alle. Farid etwa, ein anderer Instagrammer aus Teheran, erzählte vom Leben, das zumindest für den Moment wieder in die Hauptstadt zurückgekehrt war. Es ist, als ob die Stadt in einem Stillstand gefangen ist. Die Straßen sind wieder belebter. Wir versuchen, all das Leben zu stehlen, das wir im Krieg nicht gelebt haben. Jede Tasse Kaffee, jedes Lachen ist ein stiller Hohn auf all das, was uns in der Dunkelheit ertränken wollte. Aber unsere Blicke verraten, wie lange dauert der Frieden wohl? Wir fühlen uns wie Ertrinkende, die den Kopf nur für ein paar Sekunden aus dem Wasser heben können, um tief Luft zu holen, bevor wir wieder hinuntergezogen werden. Farids und Golshans Videos umgehen mit privaten Netzwerkzugängen, sogenannten VPNs, eine rigorose Internetsperre, die seit Kriegsbeginn im Februar in Kraft ist. Ein Katz-und-Maus-Spiel. Sobald der Staat einen VPN sperrt, weichen die Nutzer auf einen anderen aus. Doch solche Zugänge sind teuer, nur wenige können es sich leisten, ständig neue zu kaufen. Alle anderen sind auf eine Art nationales Internet angewiesen, wie Fatima aus Teheran erklärt. Wir können SMS abrufen und die iranischen Seiten nutzen. Zum globalen Internet haben wir ohne die VPN-Verbindungen aber keinen Zugang. Das erschwert den Kontakt mit unseren Verwandten im Ausland und schadet der Wirtschaft. Die Internetblockade hat der iranischen Wirtschaft erheblichen Schaden zugeführt. Experten gehen davon aus, dass der Lebensunterhalt von bis zu 9 Millionen Menschen allein durch die Sperre gefährdet ist. Dies bekommt auch Reza zu spüren. Als Mitarbeiter einer Technologiefirma drohte ihm damals die Entlassung. Denn kein Internet, keine Arbeit. Viele Firmen haben bereits zahlreiche Mitarbeitende entlassen. Anderen, die ihren Job noch haben, droht nun Kurzarbeit. Arbeitsverträge werden neu nur noch auf Monatsende befristet. Das macht viele nervös. Auch mich. Die Situation mit dem Internet beunruhigt mich noch mehr als ein erneuter Kriegsausbruch. Doch der Krieg war nie wirklich vorbei. Trotz Waffenruhe ging der gegenseitige Beschuss weiter. Feuerpause sei schließlich ein dehnbarer Begriff, so US-Präsident Donald Trump. Eine Feuerpause habe im Nahen Osten eine andere Bedeutung als im Rest der Welt. Es bedeutet lediglich, dass die Kämpfe gemäßigter fortgesetzt werden. Der Krieg hielt an, weil der Iran die Blockade der Straße von Hormuz aufrechterhielt. Durch die Meerenge liefen vor dem Krieg rund 20% des Ölhandels.
Das iranische Regime nutzt die Blockade als Druckmittel gegen die USA, hat sein Land damit aber selbst vom Welthandel abgeschnitten. Die Folge: die Lebensmittelpreise stiegen noch stärker als zuvor. Das Leiden der Bevölkerung nahm die Landesführung jedoch in Kauf. Die Rentnerin Mehboobe aus Teheran berichtet in einer Sprachnachricht vom rasanten Preisanstieg. این روزا هر چی خبر میشنوی همش راجع به گرونیه. هر چیزی میخوای بخری میگی وای دیروز این قیمت بود امروز این قیمت شده. Heutzutage hört man nur noch, wie die Preise in die Höhe gehen. Egal, was man kauft, man denkt sich, mein Gott, gestern hat das noch die Hälfte gekostet. Es herrscht eine tiefe finanzielle Not. Die Leute haben kein Geld mehr, um sich gegenseitig zu bezahlen. Niemand begleicht seine Schulden. Es werden nur leere Versprechungen gemacht oder ungedeckte Schecks weitergereicht. Die Kunden sind weg, die Läden wie ausgestorben. Die Basarhändler sind wütend und beschweren sich. Anders als noch Anfang Jahr machte nun kaum jemand mehr die Regierung öffentlich für die Misere verantwortlich. Stattdessen meldeten sich vermehrt Regierungsbefürworter zu Wort. Mohammed etwa, der bei einer staatlichen Versicherung arbeitet, ist eine dieser Stimmen. Das Hauptproblem für den Iran und seine Bevölkerung sind derzeit die wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Doch wir werden uns dem Druck des Feindes keinesfalls beugen. Selbst Maßnahmen wie die Internetzensur befürwortet er. Meiner Meinung nach sollte jede Regierung die Befugnis haben, auf ihr eigenes Internet zuzugreifen und es zu kontrollieren, um den Nachrichtenfluss zu steuern. Ich persönlich finde das nicht schlecht. Und es ist nur natürlich, dass sie dies tun, um das Land zu schützen. Sicherheit steht für Mohammed über wirtschaftlichen Überlegungen. Es fällt auf, je länger der Krieg andauert, desto mehr verstummen die regierungskritischen Stimmen. Dies, obwohl mittlerweile die Internetblockade gelockert wurde, doch viele misstrauen den wiedergewonnenen Freiheiten. In den Online-Foren kursiert der Ausdruck Filternet, der die Angst beschreibt, dass der Staat den Datenverkehr nun noch genauer überwachen kann. Es scheint, als habe der Krieg, der das Volk vom repressiven Staat befreien sollte, das Gegenteil erreicht. Auf dem Vormarsch sind nun die Arseshis, Gefolgsleute der Regierung, nicht nur im Netz, sondern auch auf den Straßen. Wo Anfang Jahr noch Regierungskritiker protestierten, propagieren sie nun nationalistische Parolen, sagt die pensionierte Mehboobe aus Teheran, eine der wenigen Stimmen, die noch immer kein Blatt vor den Mund nimmt. Ich war auf dem Heimweg, als etwa 30 Regimetreue sich vor die Kameras stellten und die iranische Fahne schwangen. Sie hatten einen Stand aufgebaut, wo man sich als Opferseele des Vaterlandes oder so einen Quatsch registrieren sollte. Kapitel 4: Das Rahmenabkommen. Selbst der sprunghafte amerikanische Präsident schien sich mit der neuen Machtstruktur im Iran abgefunden zu haben. They have a new group of leaders that I think they're smarter. I think they're far less radicalized. I think they're really good. They love their country. Die neue Führung im Iran sei klüger, weniger radikal und würde ihr Land wirklich lieben, sagt US-Präsident Trump am Rande des G7-Gipfels im Juni in Evian. Vom neuen obersten Führer Mojtaba Khamenei, dem Sohn des getöteten Ali Khamenei, fehlt bis heute jedes Lebenszeichen. Seit März im Amt ist er noch nie öffentlich aufgetreten. Seine Person dient den Revolutionsgarden aber als ideale Hülle, die sie mit ihren Inhalten füllen können. Genau jene Revolutionsgarden, die mächtigen iranischen Streitkräfte, die Anfang Jahr während der Proteste tausende Menschen getötet hatten, sind im Iran nun de facto alleine an der Macht. Und mit ihnen unterschrieb Donald Trump am 17. Juni ein Rahmenabkommen, das den Krieg hätte beenden und die Straße von Hormuz wieder öffnen sollen. Im Iran selbst wird das Abkommen aber als Affront gewertet, sagt Mehboobe aus Teheran. Das Abkommen ist ein Vergehen an der iranischen Bevölkerung. Wir haben so viele Opfer gebracht, wurden unterdrückt und von allen Seiten beschossen. Und nun verbrüdern sich die Regierungen der beiden Länder über unsere Köpfe hinweg. Wir tappen völlig im Dunkeln. Wir wissen nicht, was hinter den Kulissen vor sich ging und fühlen uns im Stich gelassen.
Dabei dachte die Rentnerin noch Anfang Jahr, dass dieses Mal der Protest tatsächlich etwas hätte bewirken können. احساس می‌کردم که وارد یه فاز خیلی جدی‌تری شدیم. مردم حضور پررنگ‌تری دارن. Ich hatte gehofft, wirklich gehofft, dass wir an einem entscheidenden Wendepunkt stehen würden. Als Khamenei starb, jubelten wir. Sogar noch als der Krieg ausbrach, dachte ich, das würde uns helfen. Doch nun weiß ich, der Krieg war ein Fluch. Er brachte nichts als Zerstörung. جنگ نکبته. جنگ خرابی میاره. جنگ کشته میدیم. Doch auch das Abkommen zwischen dem Iran und den USA hielt nicht lange. Keinen Monat nach seiner Lobrede auf die neue Führung im Iran ließ Trump das Rahmenabkommen platzen und nannte sie Anfang Juli wieder kranke, bösartige und gewalttätige Leute, wie schon Anfang Jahr. They're scum, they're sick people, and they're vicious, violent people. Nach einem halben Jahr Krieg und Blockade stehen der Iran und die USA heute wieder am Anfang. Gefangen in diesem Teufelskreis ist das iranische Volk. Dessen Ruf nach Freiheit ist im Lärm um die Macht am Persischen Golf ungehört verhallt. Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.